Eigentlich sind die Dolomiten ein Stück Landart, das kaum zu toppen ist. Es gibt Menschen, die es trotzdem versuchen. Manche reisen dafür über tausende Kilometer an, wie der Mexikaner Anouar Portugal. Der will im Glitner See eine Arche schwimmen lassen. Mehr als 2000 Meter über Meeresspiegel und 400 Höhenmeter über dem letzten Parkplatz. I will never climb again with a boat. On my back. Ein Irrtum, wie sich gleich herausstellen wird. Dann war der Künstler oben angekommen an diesem Bergsee und hat dann festgestellt, er hat zwar das Boot, was Teil seiner Installation ist, aber er braucht ja ein zweites Boot, um dieses Boot im See zu verankern. Und dann musste er eben wieder runter zum Auto und sich das Schlauchboot, das er unten im Auto vergessen hatte, holen. Seit über einem Jahrzehnt bewerben sich hunderte Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt darum, bei der Biennale der Kulturinitiative SMAC ähnliche Strapazen auf sich nehmen zu dürfen. Nur damit ihre Werke dann 60 Tage auf irgendeiner einsamen Bergwiese rund ums Gardatal zu sehen sind. Der Weg dorthin kann schon mal über 2 Stunden dauern. Das ist nicht so ein Museum, wo man so durchgeschleust wird und dann quasi alles mitnimmt, was so auf dem Weg liegt. Das einzelne Kunstwerk zählt viel mehr, weil man eben auch nur an einem Tag maximal 3 sich erwandern kann. Das heißt, man muss da wirklich was investieren, an Zeit, an Kraft, an Anstrengung, um dort hinzugehen. Und wenn man das dann gemacht hat, dann kann man das, glaube ich, viel intensiver aufnehmen. Welche Kraftanstrengungen notwendig sind, um ein solches Kunsterlebnis mitten im Gebirge zu ermöglichen, kann man in Timian Hopfs Film hautnah miterleben. Man leidet mit dem enthusiastischen Kuratorenteam, das immer wieder ausbügeln muss, was manche seiner Gäste nicht gründlich genug durchdacht haben. Beim Kunstwerk vom Anouar Portugal haben wir gesehen, dass es eigentlich hätte anders aufgebaut werden müssen. Weil natürlich, das Schiff ist wie eine Waage und das kriegst du nicht gerade. Praticamente è da sistemare. Non so come farlo. Mi ha bucato il gommone, non si può più usare. Dieses Boot ist 2-mal gesunken während der Ausstellungszeit. Der See ist zum Glück nur knietief. Die mussten dann reingehen und das Boot wieder bergen. Und dann haben sie sich selber irgendwie was einfallen lassen und eine Konstruktion drunter gebaut, als der Künstler schon weg war, die dieses Boot dann über Wasser gehalten hat. Noch schlimmer ist, wenn ausgerechnet jene Installation zu scheitern droht, die als Hauptattraktion geplant war. Eine schwebende Almhütte des Hongkonger Künstlers Anthony Ko. Wir wussten es schon im Voraus, dass es kompliziert werden wird. Der Künstler ist schon abgereist. Wie es sich herausgestellt hat, gab es eigentlich keinen Plan, wie man es aufstellt. Per averli lunghi uguali dovresti lasciarlo un po' più in giù. Ecco così. Anthony Ko hat das nicht so gemacht, wie er es vorgeschlagen hat. Jede zweite Woche werden da 500 € an Helium reingeflossen. Und da hat er, ohne uns zu fragen, auf Luft umgestellt. Schließlich muss die Installation noch während der Biennale abgebaut werden. Für den Kurator der Super-GAU. Für die Gegner der Kulturinitiative vermutlich nur eine weitere Bestätigung, dass hier öffentliche Gelder sinnlos verpulvert werden. Sunt io ca Meinung, că minunga che la munt mazer steda lo, ritre stada, nanya bria da msai un typa tuch pur metz. Che ecco che patisch la munt non supporta neanche ne. Na spritze ficciada jösen a munt. Chic, cavolo, packara da fa. Hinten haben sie an einem Baum Steine aufgehängt, ja. Ja, ist Kunst. Das ist ein Frevel an der Natur, hat ein Gast einmal gesagt. È uno scempio alla natura, das ist ein Frevel an der Natur. Und das war ein Künstler. Nicht nur ein Gast, ein Künstler. Ja. Zum Glück gibt es Einheimische mit differenzierterem Urteil. Gut, ist keine große Idee, aber es ist eine gute Idee. Der See ist natürlich schöner, wenn er leer ist. Also da fehlt das Helium. Aber wenn die wirklich schwebt und von unten nur angehängt ist, dass sie nicht
flieht, dann ist es natürlich eine Auseinandersetzung über Verbrauch von Landschaft. Jeder Künstler ist ernst zu nehmen, auch wenn er Müll hinterlässt. Selbst wenn nicht alle Kunstwerke überzeugen oder eins sogar mal scheitert, die großartige Idee einer Biennale im Gebirge funktioniert. Sie lockt andere Gäste an als jene Horden, denen das Welterbe Dolomiten nur als Hintergrunddeko ihres Insta-Urlaubsglücks dient. Dieser Film zeigt, wie sehr es sich lohnt, so ein bisschen Kultur jenseits des Massengeschmacks aufzubauen und gegen Provinzialität und Denkfaulheit zu verteidigen. Aber es ist ein ewiger Kampf. Nicht nur in den Bergen. We'll take some black, a little purple blue, maybe, yeah, right